Happy Father's Day. Vrouwen, Vadersdag te jullie alle. Het is een zeer bijzondere zondag. Ik weet dat jullie hier zijn. En dat woord voor vandaag, voor jullie vaders. Ik hoop dat wat een woord zijn, wat jullie wat moed brengt en encouragement zijn voor vandaag. Wer heeft nog alle een dad? Wat de leef, waar je kan met vertellen, wer heeft nog alle een dad? Ja, lots of them. Some van ons kan dat al niet zijn. Mijn dad, hij stierf 8 jaar terug. Ik was zeer dicht bij hem. Ik keek op naar hem. Ik gleich mijn dad. Mijn dad had een goed leven geleefd. Hij had niet een goed leven als hij ganz klein was. Hij had een zwaar leven. Hij werd weggegeven. Zijn ouders willen hem niet als hij ongeveer 10 jaar oud was. En hij werd adopteerd en hij was in een goede familie op. Als hij een jonge man was, trof hij mom. En hij en mom vallen in leven. Ze werd de beste vriend voor een levenstijd. En dat was een wat de trouw was te mom en te zijn kinderen, te God. En zo dat en veel meer dingen maakt mij opkijken naar hem. En wanneer ik terugkijk naar mijn leven, dan zeg ik, er zijn ongeveer een handvol mensen wat mij hebben geholpen, bij te komen waar ik nu zie. Ik kon die op een hand tellen. En mijn dad was een van die. Kijk, wenn deze dingen zoals hij geleefd had. En mijn dad, die zei niet veel meer te mij, doe dit of doe dit. Veel meer heeft mijn dad mijn vrouwen gesteld. En wat mij maakt denken, veel meer. Wat denkt ze over dit? Of wat plant ze over dit? Of wat denkt ze van dat? En hoe is met dit gaan? En dat maakt mij denken. Zo heeft mij veel vrouwen gevraagd. En zo ik had een zeer goede dad. Van die van jullie hier, wat ik zei, ik had niet een goede vader gehad met opwassen. Dat me leid voor jullie. Maar ik kan jullie zeggen, zoals Fernando al zei, we hebben een himmlische vader, wat ons allemaal leeft. En zo wat dat een vader. Hier zijn some dingen wat een dad deed. Dads, die passen op. Dat zijn oppasser. Dat zijn die protectors. Dads, die brengen dingen ver weg. Op Engels würden we zeggen promote. Die zijn einfach die, wat de gleichen dingen ver weg te brengen, dat het wiederkomt in je stad omgeving, wo immer das jaft, wo sie kann, aber sie sind die, wat de dingen ver weg brengen. En zij zijn verzorger. Zij verzorgen voor de familie, zij verzorgen voor de vrienden, en zij verzorgen voor een grote omgeving, een community, vele mensen, wat schaffen kan en leven kan en geld verdienen, wanneer die vaders ver weg gaan en ook verzorger zijn. En er steeds in 2021 in een hogeschool, jij hebt een grote feit, kinderen die worden zich, in een hogeschool, die kinderen worden zich daar aaneindig en dat jij hebt een grote gestrijd en er wordt vele van deze schoolstudenten worden vastgenomen, jij hebt een grote oproer in de school en wisten zich door gleich met, wenn some van de oneindigheid wat er weer en weer een dad, die krijgen zich wat meer dads top, over hem weer 40 vaders, wat hij had top gekregen en hij zei, waar wie mal naanstelt, waar wie mal helpen met dit. En zo, zij namen zich dads on duty, hadden ze t-shirts aan, ze gingen in de school na en dan weer ze daar vielleicht 5 dads of wat aan den dag, of den session, en dan draaide ze tot zo rond van de universiteit, dat er allemaal dad wie in de school. En dat geeft ook een grote oproep en hastig weer de ganze school in controle gebracht, waar de kinderen zich over hem einig weer en vereinigd weer. Dat draait alle glad af in de media. Die komen doorheen en zeggen, wat gaat hier aan? De vrouwen, de dads, en zeggen, wat ze zij hier, wat gaat hier aan? En zij zeggen, wel, wer später is wie vaders, te naanstellen in de school en helpen met deze dingen. En wie dat zijn onze kinderen. En dan vroegen ze soms van de studenten, wat gaat hier aan? Dus wat heeft zo hastig alle geändert? En dan een van de studenten, die zei tegen een reporter, hast du al mal een dad gezien, wanneer ik naar die kijkt? Have you seen a dad look? En zij zeiden, zij bracht de bus te lang, de klaarstoel gaan, een beetje naar de studenten kijken, en dan werd alles opgeklaard. Dads zijn die, wat het eerste mal onze kinderen leren voor. Veelmaal is het zo. De dad, ik weet niet wat het is met ons dads, maar we halen onze kinderen van klein op de schoot en laten dat stierhouden, wie wel hadden zelf voor. En we zijn die wat veelmaal onze kinderen leren voor, drive test doen en al deze dingen. We dads zijn die wat
unsere Tochter mit fort und die halten eine Koi lesen. Die erste Koi, was sie sich kauft. Wie das sind die, was unsere junge Jungs leer schäfen, das erste Mal. Warum hat er sich geschäft, dass er schafft? Mit den Fransen aufschäfen. Wie das sind die, was da sind, wenn die Kinder sich taufen lassen. Wie hat das Verreich hier in der Kirche, dass die Dads hier an der Port von sind, die Kinder taufen. Wie das sind auch da, wenn die das erste Mal hat gebrochen ist und Person, die sie Leben dort nicht mehr schafft in der Dating-Zeit. Wir sind dort zum Halten der Dörfer reden und das Halten und sein das gerade Bild zu sein. Wie das sind auch da, wenn die Kinder das erste Mal Frauen, wo schafft ein Investment, wo kann ich investieren und wie halten Geld, wo investiert. Und wie sagen, das ist es schafft, hier mit sein Geld und Tool, so viel was kriegen und wie halten wir mit den Dingen. Das sind wirklich bestimmte Dinge, das schafft besser. Das ist einfach so gemeint, besser abgestellt, wo wir können sein, wenn der dort ist. Nicht in alle Heim schafft es dort, dass der dort ist, aber wie kann das sein, dass das wichtig ist, wo der Tüß ist und diese Dinge dort. In 1. Mose 2, Vers 15, das ganz zum Anfang, und Gott, der Herr, nahm den Menschen Sodom in den Garten Eden, so, dass er den bearbeiten und besorgen würde. Und so kiek mir diese Wert ein bisschen nur, was sind die Werte, was der Original Meaning hat mit dieser Wert. Und der Original Meaning, der würde sein, ein Werker, ein Wächter, die Dinge abreich holen und aufmerksam sein wie ein. Aber die Nummer 1 Übersetzung von das Wert, was das hier sagt, wenn es sagt, bearbeiten und besorgen, das meint abpassen. Er stellt die Donen in den Garten zum Abpassen. Und wir als Männer, wir sind Werker, wir sind die, die abpassen. Die Welt, die sagt von der, wenn was ein Mann sind, dann muss die stark sein und die Fleisch essen und die Geld haben. Das sind alles sehr gute Dinge. Aber zum ein Mann sein, das meint, wir trauen Verantwortlichkeit. Zum ein Mann sein, das meint, wir trauen Verantwortlichkeit. Und das, wo wir von der waren, nur kicken. 1. Mose 2, Vers 22. Und Gott hat eine Früh von der Rab, die er von den Menschen genommen hat, und er brachte noch am die. Dann sagt der Mensch, das passt mir, das Knirken von meinen Knirken, Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll früh Mensch heiten, weil sie es von Menschen genommen ist. Da wenn jetzt ein Mann von seinen Eltern weg, feinig sich mit seinen Frühen, sie sind eigentlich das die erste Kass, was wir sein. Gott, der wieder bei, hier jaftet eine Kass, er bringt die Früh noch an, und sie freuen sich, und das ist eine Kass. Eine Kass passiert. Und dann, was mir interessant ist, führt das nächste Vers, nur der Kass, da sagt es, in 1. Mose 3, Vers 1, der Schlange, der Teufel. Da wird eine Kass, und dann wird der Schlange da. Dann wird der Feind da. Und der Feind, der sieht, der früh hat Gott wirklich gesagt, dass die von irgendeinem Baum nicht eten soll. Ist es wirklich so, dass Gott uns das gesagt hat? Wie weiter, dass sie eten von dieser Frucht. Und dann in 1. Mose 3, Vers 9, dann sagt Gott, der Herr ruft den Mann und sagt, wo bist du? Wo bist du? Und diesen Model, oder diesen Pattern, würde wir können sagen, was in 1. Mose 3 angefangen ist, dass nicht, was so zu brechen geht, wenn es kommt bei deiner Familie, bei deiner Zukunft, bei deiner Ehe. Adam und Eva, die hatten eine perfect marriage. Die waren eine perfect Ehe. Alles dort wie gut, und dann der Farsch fuhrt nur dem, und dann kam der Schlange. Dann kam der Feind. Fuhrt nur die Kass, kam der Feind, und dann gibt es Krieg. Dann wird ein Warfare, dann gibt es ein ähnlicher Krieg, wo sie anfangen, diesen Krieg zu führen. Den Jesel-Krieg, würde wir gerne sein. Und so wird in 1. Mose 1 passiert, dass wir nicht bloß dann, ich will uns von der denken haben, das passiert von der Kriegsstaat. Von der passiert das auch noch einmal. Das ist noch einmal der Feind. Der Feind ist noch einmal da und das ist der Verdorber, was jen ans Heim ist, jen unsere Marriage ist, jen uns befriedet Leben, jen unsere Familie. Und das nicht so viel ut, dass alle nur noch alle perfekt ist. Da kommt eine Zeit, wo der Feind kommt und sagt, ist das wirklich so? Hast du die wirklich mit der Rechte früh befriedet und all diese Dinge? So, das ist nicht mehr bloß du allein, das ist nicht bloß du und Gott und deine Kinder, aber das ist ein Feind, der versucht, unsere Familien zu verdorben, all die zu verdorben, was Jesus herangehen. Und daher ist es wichtig,
dass wir das verstehen. Wie man das verstehen kann, dass das noch einmal ein Feind. Wenn wir das nicht verstehen, dann fangen wir uns selbst zu beschuldigen. Und wir sagen, wir sind die Schuld und wir haben gefehlt und wir sind die schlechten Parents und wir verstehen das nicht. Und wenn ich dort, dann versuchen wir, oder wir kicken nach Gott und wir sagen, Gott, wieso hast du das Leute passiert? Und so, ich will uns von der Bedenken haben, wie man das anerkennen kann, dass das ein Feind mit seinen Dämonen und der versucht, jede Familie, die einen Zweig und ein Ziel hat, Gott nur zu fallen, er versucht, das zu verstehen und nein zu reden. Da kommt eine Zeit, wo der Feind kommt und versucht, dich zu vernichten, das wird wieder das tollste Leben hier in unser Leben. Das passiert dann in einem ganz perfekt Ambiente, wo wir können sein, dass wir da in einem perfekt Paradies, wo sie wird, das passiert dann und er versucht, das nu auch noch zu tun. Aber hier ist der Gute ist, dass der Feind, der braucht nicht gewinnen. Der Feind, der braucht nicht gewinnen gegen uns. So als der Feind kam, zu wem redet er? Zu wem redet er das Erste? Gott hat mir Adam, und er sagt, du sollst das Haupt sein von der Familie, du sollst der Haupt sein von das Heim. Aber der Feind, der gleich das in Order zu verstehen, von der schon da haben wir den Maun raufzusetzen, den frühen Hecht zu tun und all diese Dinge. Also der Feind, der versucht das umzudrehen. So er ging noch einfach das Erste. Er ging noch einfach und sie horcht noch an. Und sie fangen an zu fragen, ist es wirklich so? Ist es wirklich so, dass was Gott sein Wort sagt? Der Feind, der sagt, hat Gott wirklich gesagt? Seht ihr wirklich zu dir dort? Wieso kannst du nicht von der Frucht eten? Was war das dort? Wieso kannst du nicht von der Frucht eten? Und das, was er von der auch noch tat. Er sagt von der auch noch, was sag ich? Mit nur das Musik horchen, was ich tue. Was sag ich? Das Musik, was du hörst, was sag ich mit dort? Oder was sag ich, wenn ich dort hinfahre? Meine Freunde sind da, was sag ich, wenn ich da hinfahre? Oder was sag ich, wenn ich mit meinem Boyfriend auf Schlupfwerk befreit bin? Was sag ich mit dort? Oder was sag ich, wenn ich ein klein bisschen mit einer anderen Frau schmeichel, mit der ich nicht befreit bin, eine andere Frau? Ich sie befreit, ich schmeichel hier an, was war das dort? Na, da ein Daumenbett, was war das dort? Und so was er dann dort versucht hat von der noch einmal. Und uns fehlt mehr Männer von der, was abstehen in der Heim und sagen, no, das darf nicht so stehen. Der Feind, der ging Adam rum und ging noch einfach und ging noch seine Frau und fang an, Leines zu fuscheln in der Uhr. Und die Frau ist, wo ist Adam? Wo ist Adam diese ganze Zeit? Er ist either durch im Gott und ist ganz still, oder wo ist er? Oder ist er nicht im Gott und ist irgendwo weit weg und ist nicht tüß und ist nicht bei der Familie und tüß ist die Familie allein und ich fahre meist niemals nicht in ein Haus oder ich sehe nicht tüß. Wo ist Adam? Ist er distrakt? Ist er weggelenkt? Fährt er bis auf den hintersten Satz mit oder was geht hier an? Und die Schrift ist ganz klar und er sagt, dass sein Name von der Frucht, was sie nicht soll eten, und sie gibt ihm nur Adam, was er besieht er wir. Adam, wie kriegt er? Aber wir bist still. Wir ganz still. Wir da, wir nicht da als ein Beschützer für seine Familie. Hier sind zwei Sinnen, was hier angehen. Eins ist ein Sinn, was sie deuten, was sie nicht haben sollten. Und das wie einfach. Sie deuten something, was sie nicht haben sollten. Der andere Sinn ist, dass er nicht das deut, was er haben sollten. Das kriegt sie gut einen Sinn. Er sollte abstehen und sagen, no, das ist nicht, was wir für Europa sind, das ist nicht, was wir tun. Gott seine Bedingung für uns als Vorrecht, das ist, dass wir Jesus gestorben sind in uns Heim leben. Und so wir müssen einfach abstehen und reden und die Wahrheit reden und live zu unserer Familie, zu unserer Frau, zu den Menschen um uns. Adam, der wir nicht da. I mean, wir da, aber wir nicht präsent, wir nicht gekauft sozusagen, was da anging. Er lädt nicht, wir nicht ein Lehrer. Und dann wurde er aufgemerkt, Adam und Eva beide, und dann schämte sie sich. Nu sagen sie, was sie getan haben, sie schämten sich, und dann verstärkten sich von Gott. Sie gingen, kropen in ihre Basche und verstärkten sich. Und das passiert dann, das passiert von der ersten Tag auch noch. Menschen fangen sich an zu verstärken und sie einmal an, wo ich sündig und sie tragen sich weg.
Gebet en Bibel lesen, dort wo Gott zu uns redet, als Mann, zu uns alle. Dort ist Gott zu uns redet. Und wenn wir dort pünktlich down, wir lesen sein Wort, wir beten und wir sind mit Armen vertrauen, dort zum Beispiel, wenn wir mit Gott gehen im Garten, wo das Keil ist, und wir können mit Armen vertrauen. So Gott, der fragt uns als Mann von der alle, er fragt uns, Maun, wo bist du? Maun, wo bist du? Wenn der Feind zu deiner Früh redet, wo bist du? Wenn der Feind deine Kinder auf ein Target hat und die angreift, wo bist du? Bist du eine Stamm in dein Haus, wo du deine Familie lädst im Gebet? Wo bist du? Some Männer, die, wenn ich einmal sein, dass ihre Kinder, wo im Trouble sind und in dessen Jässel ja fett sind, die krüpen eine Schal nennen und verkrüpen sich und verstärken sich. Und dann haben wir uitreden, wie sei, ich sie nicht gelehrt, ich komme nicht von so einer Familie, ich war so eine andere Zeit ab, ich sie nicht bekannt mit, was unsere Kinder alle durchgehen, ich weiß mich da nicht mehr, ich weiß nicht, was ich da mit tun, ich war bis hier so, wo in eine Schal nennen, krüp, ich hoffe, meine Kinder, wo sich da mit weit mit, wo sie Beine sind. Ich kann das nicht, wir leben in einer anderen Zeit. All diese Excuses. Und Gott, der fragt, Mann, wo bist du? Steh ab, dort für deine Familie dort zu sein. Das Zeit, dort wir even zu Gott beten und Gott sagen, ich will nicht ein Mann sein, dass du brauchst mich fragen, Gott, wo bist du? Ich will einfach für Gott stehen und sagen, hier sehe ich, gib mir an, sag, wies mir, was ich kann tun für mich, für meine Familie. Und Gott, der fragt Adam, ich sag nur dir, wo bist du? Wo wirst du? Wo versteigst du dich von mir? Das kleine Zeit dann irgendwie taub im Garten, wo der Keil wird und wie verteilt und jeder Tag verteilt wird. Wo bist du? Wo hast du dich verstärken? So wenn es Männer sind, dann tragen wir uns mal weg von Gott, von unseren christlichen Menschen, die darum uns einflussen. Wir hören ab mit der Bibel zu lesen, wir hören ab mit der Kirche zu fahren, wenn wir schämen uns. Und das ist nicht so, das soll sein. Kain und Abel, das sind ihre Kinder in 1. Mose Kapitel 4, die kommen in einen Gestreit und war sich sehr doll. Und was mir interessant ist, dass even du als Abel noch nicht zu fing. Wo bist du, Abel? Ich stelle mir so vor, dass der Streit als klein angefangen. Die Jungs haben sich angefangen zu perkern und zu streiten. Und das wird geraten und das wird geraten. Und das sage ich einen Tag, sage ich Kain zu seinem Bruder, komm nach der Stadt. Und er merkt ihm das out. Und so, wo ist Adam endet? Meine Frau ist, wo sind wir als Männer, wenn es bei unserer Familie leid, wenn unsere Familie in Crisis ist, wenn da wo ein bisschen Trouble ist. Nou, ich rede nicht bloß von Dads, die kleine Kinder haben. Ich glaube, die Vorder, die ein bisschen älter sind und vielleicht große Jungs haben, oder befreit sind, oder was immer das ist, wenn du Uneinigkeit ist in der Familie, Dad, wo bist du? Bist du dort im Dullsaal mit den Jungs und fangen an zu reden und sagen, wo können wir das bereden? Wenn Abel wie hier war, ich wundere, was das seine passiert. Ich stelle mir so vor, heißt weit weg. Es wurde dort seine angeworden, dass ein großer Streit anging in seiner Familie. Das passiert auch. Noch ein Ding, das passiert auch dann und das passiert auch nu. Das erste Ding, was Adam tut, ist Gott am Anfang zu fragen, wo bist du? Dann beschuldigt er seine Frau. Und er sagt, das ist die Frau ihre Schuld. Adam, der wird probably sagen, check mal, ich kann mich mit der Unrechte befreit. Ich kann mich mit der Unrechte Frau befreit. Das ist das. Aber sie wird der Rechte, wenn sie wieder einziehen. Aber hier ist ein Ding, was ich kann beholen, Männer, auch früher. Wo weißt du, dass sie der Rechte ist für dich? Wo weißt du, dass sie der Rechte ist für dich? Wenn du befreit bist zu ihr, dann ist er der Rechte. Dann ist er der Rechte. In 1. Mose 3, Vers 9 und bei 12, und Gott ruft den Mann und sagt, wo bist du? Und der Mann sagt, ich höre ihn im Garten und ich habe Angst, weil ich nicht dich sehe. Und dann verstärke ich mich. Und Gott, der Herr, sagt, wer sagt zu dir, dass du nicht dich wirst? Hast du von den Baum gegessen, von dem, wo ich sehe, dass du nicht essen sollst? Und der Mann sagt, die Früh, die du mir gibst,
der geeft mij van die vrucht. En dan geef ik bij, dan eet ik ook. Maar wanneer het niet weer wenn was, ik wil niet ha. En hij beschuldigt Wat Adam wirklich sagt, ist, Gott, als het bloß ik du weer, dan wird het geen trouble. Nu, dat ik deze vrucht heb, wat du mij hast gegeven, nu heb ik trouble. En ik geloof dat passiert van der schon dag ook. Dat we zijn, fix eenmaal, dan worden dingen aanvangen te schaffen. So de storyline, de Geschichte in de Bibel, die dat we een perfect couple, wat God had toegebracht, hij weer erbij in de kast had. En wir ze befried. En dan voert ze naar de kast, dan komt de vijand en vangt aan te verzieken. En zo ik wil hebben, bloß dat we dat verstaan kunnen, dat is een aanstrengung, een bevrijd leven te zijn. Maar dat is niet wat beter is een vrouw te vangen, als een man te vangen, en voor een levenstijd met een top te zijn, kinderen te hebben, de kinderen optrekken, grootkinderen te hebben. Dus is geen grotere vrede als een familieleven en te een vrouw bevrijd zijn, een man bevrijd zijn voor de levenstijd. En hij feit dat zegt dat als de man staat over zijn vrouw, zoals Christus over zijn gemeen staat, voor dem hij zichzelf aan gegeven, heiland te zijn. Christus is de haupt over de man is de haupt over de vrouw. En ik geloof, van deze dag, wanneer we in de wereld kijken, vielleicht nicht ganz so sehr an unsere Kultur, aber Raum uns und investiert in eine Kultur, da fängt es ein bisschen an, vrouwelijk te zijn. Wer wird der Lehrer sein im Heim? Wird es der Mann sein oder wird es der Frau sein? Aber hier so in 1. Mose, hier wird es nicht der Frau, als es der Mann oder der Frau wird sein. Hier wird der Mann der Lehrer sein oder wird der Schlange der Lehrer sein. Das meint nicht, dass der Frau irgendwas weniger ist als der Mann, aber das meint hier bloß, dass der Mann als ganz erstens verantwortlich für die Finances, Trouble mit den Kindern, Insurance, Providing, einfach bloß da sein zum Versorgen für die Familie. Es Gott um Gott kommt, dann sagt er nicht, einfach, wo bist du? Du hast das alle angefangen, du hast es in Trouble angefangen, nu ist es Zeit, dass du ans Doel saßen, das anfangen durchzureden. Das ist nicht, was er sagt. Das ist nicht, was Gott sagt. Einfach, wie der, was das alles tut, der, was das anfängt, aber Gott, der kijkt für Adam, wenn Adam wir verantwortlich. Und so, hier ist ein Ding für jüngst Männer, für jüngst Dads. Männer, das ist nicht einmal jüngst Schuld. Dinge, die recht gehen in jüngst Heim, Dinge nicht alle ganz recht reden, das ist nicht einmal jüngst Schuld. Aber das ist immer jüngst Verantwortung, mit dort zu handeln. Männer sind verantwortlich. Und so wie brauchen Männer, die wir abstehen, die Wahrheit reden, und die einfach bloß da sind als ein Mann, wenn der Feind anfängt, dann sie Kinder zu reden, dann sie früh zu reden. Und bloß einfach mal abstehen. Ich glaube immer, wenn ein Mann einfach absteht und sagt, hier sehe ich, dann kann Gott dann sagen, nu weiß er, wo wir sind, braucht er nicht sehen, wo wir sind, wir kommen vor Gott und wir sagen, hier sehe ich sehe abgestanden, ich sehe hier, ich sehe rein, und Gott kann mit uns schaffen. So wird der Mann die Familie leiden, wird der Schlange, der Enemy, der Feind der Familie leiden. Das ist die Frau hier. Ich denke, wenn du nicht was leiden aus dem Dad, somewhere wird. Wenn du nicht leidst, somewhere wird der Lehrer sein. So du kannst all deine Energie brauchen, zum Uitreden geben, Excuses geben, oder du kannst einen Plan machen für deine Familie. Krieg du, wo du bist, und was von aller, du kannst entweder oder Uitreden haben, oder einen Plan machen. Adam, der hat keinen Plan, hat bloß Uitreden. Wir sind früh, da wird früh, und der Jäuf am dort, und all diese Dinge. Das ist ein bisschen in einem Geschäft, in einer Geschäftswelt, in einem Business. Arbeiter, der merkt noch mal Fehler, und Dinge gehen sehr arg, und das kommt dir. Aber am Ende von Tag, die Dinge, die arg gehen, das kommt immer nachher, bei an den CEO oder bei den Wirt, bei der wäre verantwortlich ist. Und so die Frau ist vorher, even junge Männer, junge Guys, die wollen sich befreien und Mann sein ein Tag. Die Frau ist, wo bist du? Wo bist du? Wo stehst du? Wenn du hier von dir bist und du sagst, man, ich habe
so viel Zeit in das Land getan. Ich sie antrag, ich sie durch für meine Familie, ich lade meine Familie gut, ich sie nicht vollkommen, ich lade meine Familie, ich sie tschüss, ich sie einfach engaged, wo wir können sein. Dann will ich ein bisschen sehen, sprechen über die und sagen, bleib bin dort down. Wenn du hier bist und du fällst von der so man, ich sie wirklich mit Kart gefallen an, dort zu sein für meine Familie. Dann will ich die Mutter sprechen, dass du bloß einfach frisch abstehst und sagst, Gott, hier sehe ich will meine Familie gut leiden. Wenn du hier bist und du sagst, ich sehe von der Zeit ganz Auftrag, ich weiß nicht von, was es steht mit meiner Familie, ich weiß nicht, was es steht mit meinen Kindern, ich sehe nur sehr distant, ich sehe nur weit auf. Dann will ich die Mut mehr, komm zurück nach Hause, komm zurück nach dem Vater. Und der Vater wird die nicht rückstehen, der Vater wird die gnädig sein und er wird die wieder leiden. Wir als Menschen, wir haben alle gesündigt, wir haben alle abgemessen, was wir können sein. Und Gott, der nimmt die Verantwortung ab sich. Und er sagt, das ist deine Schuld. Und aber ich will die Verantwortung ab mir nehmen. Ich will meinen Sehen checken, Jesus Christus, der wird am Kreuz sterben, der wird deine Sünde betonen, der wird ihn frei machen, der wird ihn vergeben, der wird ihn leben, der wird ihn Hack geben. Gott, der sagt, das ist nicht meine Schuld, aber ich will Verantwortung nehmen. Und so, für uns als Dads, Männer, ich will uns von der einfach Mut merken, zu sein, weil wir Verantwortung ab uns nehmen. Weil wir die Verantwortung ab uns nehmen. Wie sind die, was diese Verantwortung drehen in Heim? Und so, ich will uns sehen, sprechen ab die Dads. Und so, ich würde fragen, dass alle Dads würden abstehen. Alle Vaters, ich würde fragen, dass die abstehen. Ich will uns sehen, sprechen, abgehen. Das sind die Vaters hier. Wir werden alle eine Hand geben. That's awesome. Thank you, Dads. Ich würde fragen, dass die Evangeliken alle abstehen. Das sind die Dads, wo wir uns prüfen mit denen. Das sind die Dads, die uns leiden. In Jesua 24, Vers 15, da redet Jesua zu das Volk und er sagt, weil die Gott, er sagt, sie sollen Gott dienen, sie sollen nicht mehr die Jätter dienen, was er vorher gedient, mehr mal als Dads, als Männer, dann sagen wir, weil das ist mein Dad, das ist meine Großpapa. Jesua sagt hier, weil Jesus sein, das ist jene Vorrecht, dass die Jätter anbeten, oder wer will je sein? Und er sagt, dank Gott. Und dann in Vers 24, Vers 15, Jesua 24, da sagt er, gefällt ihnen aber nicht, den Herrn zu dienen, dann wählt ihn von dir. Wem will ihr dienen? Wem will ihr dienen von dir? Will ihr wieder so leben, das ist jene Vorrecht? Oder will ihr eine Entscheidung machen für ihn selbst? Und dann sagt Jesua, ich aber, und die wird in mein Haus gehört, will den Herrn dienen. Und ich hoffe, dass alle von uns Männer sind hier von der und sagen, und die wird in mein Haus sein, meine Kinder, meine Großkinder, Urgroßkinder, was immer, all die wird in mein Haus gehört, wie hat die Entscheidung gemacht, Gott zu dienen? Amen? Gott, ich danke dir für die Dads, die hier stehen, die repräsentieren in ihr Heim, die ihr Heim leiden, ihre Frau, ihre Kinder, ihre Großkinder. Ich danke dir für ihn. Ich danke dir, dass sie brav abstehen, dass sie nicht nur sich verstärken, aber dass sie abstehen. Und wie kann es sein, Gott, dass du stehst mit uns als Männer. Und ich danke dir dafür. Ich bete und sehen über die Männer und ich bete, dass sie ehrlich sind, um so zu leben, als was du was hast, Gott, und so zu leiden daheim. Und dass du nicht brauchst, rumgehen und fragen, Maun, wo bist du? Dad, wo bist du? Ich danke dir für diese Dads, die von dir hier sind. Ich spreche bloß ein Sehen ab Ernt, Gesundheit ab Ernt, Weisheit ab Ernt, dass sie kann mit ihren Kindern, Großkindern, mit ihrer Familie umgehen am Weg, dass das was Frieden bringt und dass sie da sind, dass sie ganz mit an sind, mit was immer ihre Familie alles tut. Dass da was Frieden sein in ihr Heim. Gott, ich danke dir, dass die Dads hier sind, die ihr Heim protecten, die das beschützen, die ihr Heim versorgen tun, dass das zu eten ist, dass dann Wiederkommen ist.
Dankeschön für das. Ich spreche bis Gesundheit erwähnt und dass sie war mutig verweicht gehen und sagen, hier sehe ich. Gott, du brauchst nicht nur Musik, du brauchst nicht Frau und wo bist du? Hier sehe ich. Ich sehe hier, um meine Familie zu leiten. Dankeschön, Gott, für das du das ich sprechen sehen ab und in Jesus' Namen. Amen.